Ja, vorher sag ich für meine Frau, sollen wir gleich mal schön Liebe machen? Ach, Sätze, lass mal doch was machen, was du auch kannst. Ja, als ich zuletzt vom Kehl nach Hause gekommen bin, bin ich zu schnell bei uns in der Einfahrt rein, bin ich voll hier in die Garage geknallt. Zum Glück war ich ohne Auto. Kommt meine Frau raus, Sätze, wenn du so weiter säufst, kannst du bald zu den anonymen Alkoholikern gehen. Ich sag, ich trinke doch nicht mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Sätze, kannst du mir mal sagen, wie das bei uns überhaupt weitergehen soll? Ich sag, was meinst du denn? Ja, Sätze, meine Mutter gibt uns das Geld für die Miete und für das Telefon. Meine Oma gibt das Geld für die Kleidung, meine Schwester schickt das Geld für die Lebensmittel. Ich sag, da kannst du mal sehen. Dein Bruder tut nichts dabei. Sätze, kannst du nicht mal was freundlicher sein? Früher hast du mir wenigstens schon mal das Kinn gestreichelt. Ja, ich sag, da hat es ja nur eins. Ach, übrigens, letzte Woche Freitag. Letzten Freitag sag ich für meine Frau, sollen wir uns mal ein richtig schönes Wochenende machen? Sätze, was hast du denn geplant? Ja, ich sag, da wir uns am Montag wieder treffen. Nachdem ich dann vorletzte Nacht wieder so spät nach Hause gekommen bin, sag ich gestern Morgen für meine Frau, mach mir mal einen Kaffee. Sätze, was willst du jetzt mit Kaffee? Du musst damit weitermachen, wo du mit aufgehört hast. Ja, ich sag, wenn du Lust hast. Aber ich musste dann gehen, weil ich einen Termin beim Finanzamt hatte. Sagt da so eine Beamte zu mir, wir haben in Erfahrung gebracht, dass Sie im Keller eine Schnapsbrennmaschine haben. Ich sage, das ist ein ganz altes Gerät, das habe ich noch nie benutzt, das ist noch ein Andenken von meinem Opa. Seht ihr, das spielt keine Rolle, das Gerät ist vorhanden, Sie müssen Steuern bezahlen. Ich sage, dann hätte ich ja ein Kindergeld für 12 Kinder. Seht ihr, Sie haben doch ja keine Kinder. Nee, ich sage, das nicht, aber das Gerät ist vorhanden. Ich sage, und dann hätte ich da noch eine Frage. Wenn einer schizophren ist, braucht er dann 2 Lohnsteuerkarten? Seht ihr, wenn sie beide arbeiten, ja. Ja, danach habe ich dann einen alten Schulkollegen besucht, der ist von Beruf Jäger. Der hat zu Hause eine ganze Wand voll mit Geweihe behangen. Wie ich jetzt bei dem reinkomme, hängt mittendrin ein Bild von seiner Frau. Ich sage, wieso hast du das Bild von deiner Frau zwischen die Geweihe gehangen? Seht ihr, das ist der größte Bock, der ich geschossen habe. Danach habe ich dann noch einen alten Sportkameraden besucht, den haben sie jetzt in die Irrenanstalt eingeliefert. Wie ich bei dem in das Zimmer reinkomme, guckte mich an und sagte, wer bist du denn? Ich sage, ich bin das Lieselotte Pulver. Ja, sagte, so hat er bei mir auch angefangen. Danach bin ich dann noch was durch die Stadt gegangen. Stand ich auf einmal vor so einem Telefonladen. Bin ich da rein, sag ich für den Verkäufer, ich hätte ja einen Adventskalender von 1968. Guckte mich an, sagte, haben Sie sie noch alle? Ja, ich sag, nur den von 1968 nicht. Wie ich dann aus dem Laden rauskomme, kommt ein alter Arbeitskollege von mir. Sagte, stell dir mal vor, ich bin eben nochmal Vater geworden. Ich sag, hör mal, mit 78 Jahren nochmal Vater, ist das nicht so anstrengend? Nee, sagte, ich muss da nachts sowieso 10-mal raus. Danach bin ich dann auf kürzestem Weg direkt in meine Stammkneipe. Wie ich an der Kneipe ankomme, steht da ein Kehlbruder von mir. Ich sag, was ist los? Gehst du mit dem Bier trinken? Nee, sagte, kann ich doch nicht machen, meine Frau ist doch gestorben. Ich sag, da trinkst du eben Dunkelbier.
Nee, sagt, ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken, ich habe eine Organverschiebung. Ich sage, was ist denn Organverschiebung? Sagt, meine Leber ist im Arsch. In dem Moment kommt da eine Frau, ganz allein, habe ich die einfach mal angesprochen. Ich sage, möchten Sie mal mit mir schlafen? Sagt sie, ich bin doch keine Prostituierte. Ja, ich sage, ich will ja nichts bezahlen. Wie ich dann in die Kneipe reinkomme, sage ich, für den Wirt, der Hahn, der ich gestern mit dir gegessen habe, der hat mir die ganze Nacht schwer im Magen gelegen. Und morgens um 4 Uhr bin ich davon so ja wach geworden. Ja, sagt, um die Zeit hat er uns früher auch immer geweckt. Seht ihr, damit du Bescheid weißt, morgen bin ich nicht hier, da fahre ich nach Düsseldorf, ich bin da eingeladen. Ich sage, da ist doch kein Grund, da hinzufahren. Ja, seht ihr, und anschließend fahre ich dann in der Wintersport, aber ich weiß noch nicht wohin. Ich sage, fahr nach Sibirien. Seht ihr, glaubst du denn, dass es mir da gefällt? Ich sage, wenn du einmal in Düsseldorf warst, ist es überall schön. Steht einer an der Theke, wackelt der immer mit dem Kopf. Ich sage, was hast du? Ach, sagt, ich kann überhaupt nichts mehr behalten, ich bin so vergesslich. Ich sage, wenn du Alzheimer hast, musst du auch nach Düsseldorf fahren. Sagt, warum das denn? Ich sage, da gibt es nichts, was du dir merken musst. Stellt sich einer an der Theke, sagt, auf der Toilette ist überhaupt kein Klopapier, da hängen nur Luftschlangen. Oh, ich sag, da muss er aber eine ruhige Hand haben. Ja, sagte, wir alle müssen mit unseren Enttäuschungen leben. Ich sage, ich muss mit meiner so ja schlafen. Jetzt ist da in der Kneipe auch ein Typ, mit dem hatte ich mich ein paar Tage vorher schon mal unterhalten. Der hatte mir erzählt, dass er sein Auto verkaufen will. Sagt, aber da kriege ich nichts mehr für. Der Wagen hat über 200.000 Kilometer gelaufen. Ich sage, muss der Tacho zurückdrehen auf 40.000 Kilometer. Wie ich den jetzt wieder getroffen habe, sage ich, hast du das Auto verkauft? Nee, sagt, ich verkaufe doch kein Auto, weil der ist 40.000 gelaufen hat. In dem Moment geht die Tür auf, kommt mein bester Freund rein. Ich sage, wo kommst du her? Sagt, ich war gerade auf so einem Bauernhof, ich wollte mir ein Schwein kaufen, aber der Bauer hatte nur noch so ein junges Ferkel da, das habe ich nicht genommen. Das war eine Frühgeburt. Ich sage, aber da wird doch später auch mal ein richtiges Schwein. Sagt, woher weißt du das? Ich sage, die Schwester von meiner Frau war auch eine Frühgeburt. Sagte zu mir, wenn ich mal mit deiner Frau schlafen würde, wäre das für dich eine Niederlage? Nee, ich sage, ständet immer noch 2-1 für mich. Steht einer daneben, sagt, ich bin froh, dass ich nicht verheiratet bin. Ich sage, warum das denn? Nee, sagt, ich lebe dort zu Hause mit 2 Schwestern zusammen und die tun mich richtig gut versäulen. Ja, ich sage, aber Schwestern können doch keine Ehefrau ersetzen. Sagt, wieso, sind doch nicht meine Schwestern? Ja, jetzt steht da auch eine Frau an der Theke. Ich sage, deinen Mann habe ich lange nicht mehr gesehen. Sagt sie, mein Mann ist schon seit 3 Wochen im Koma. Ich sage, hoffentlich hatte schönes Wetter. Ja, jetzt das Schlimme ist nur, er hat gesagt, wenn er mal stirbt, will er in Jerusalem beerdigt werden. Ja, ich sage, wenn das doch sein Wunsch ist. Ja, jetzt, aber da ist doch schon mal einer wieder aufgestanden. Sagte zu mir, weißt du eigentlich, warum Männer nach dem Sex nicht einschlafen können? Ich sage, weil sie wieder nach Hause müssen. Sagte, weißt du auch, dass 90% aller Frauen sexuell unbefriedigt sind? Ja, ich sage, tut mir leid, aber ich kann nicht überall sein.
Ich sag, wie alt bist du eigentlich? Sagt sie, ich habe vor 40 Jahren das Licht der Welt erblickt. Ich sag, da muss aber vorher lang blind gewesen sein. Auf einmal fängt einer an zu singen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich sag, was ist passiert? Sagte, stell dir mal vor, letztes Jahr Weihnachten, genau auf Heiligabend ist die Schwiegermutter gestorben. Ich sag, kam das denn überraschend? Ja, sagte, sonst hat die uns Weihnachten nie eine Freude gemacht. Ja, als ich dann später aus der Kneipe rauskomme, liegt da einer am Bürgersteig total besoffen. Ich sag, was ist los? Soll ich doch Pastor holen? Willst du die letzte Ölung haben? Nee, sagte, jetzt bloß nichts Fettiges. Am Weg nach Hause treffe ich einen Bekannten. Sagte, stell dir mal vor, meine Frau ist gestern mit meinem besten Freund abgehauen. Ich sag, wer ist das denn? Wie heißt der denn? Sagte, wie der heißt, weiß ich nicht. Ich sag, wieso weißt du nicht, wie der heißt? Du hast doch gesagt, er wäre dein bester Freund. Ja, sagt, aber doch erst seit gestern. Ja, jetzt komme ich am Weg nach Hause auch immer an einer Straßenbahnhaltestelle vorbei. Steht einer, fragt er mich, wann kommt die Bahn? Ich sage, das kann nicht mehr lang dauern, die Schienen liegen ja schon da. Ja, als ich dann endlich zu Hause war, hat meine Frau schon auf mich gewartet. Ich sage, was machst du für ein Gesicht? Sagt sie, wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du längst ein neues. Sagt sie, eben war auch eine Bettler hier. Ich sage, und? Ja, sagt sie, ich habe dem eine Teller Suppe gegeben und dann habe ich ihm auch noch 2 Euro in die Tasche gesteckt. Ich sage, wenn der die Suppe gegessen hat, hat er das Geld doch verdient. Sagt sie, wir haben auch Post gekriegt, die haben uns die Rente gekürzt. Ich sage, wenn ich die Bundeskanzlerin später mal im Himmel treffe, dann frage ich die mal, warum sie das mit uns gemacht hat. Sagt sie, die kommt nicht in den Himmel, die kommt in die Hölle. Ja, ich sage, dann kannst du sie ja fragen. Sagt sie zu mir, hast du eigentlich die 10 Brötchen mitgebracht? Ich sage, es sind so ja 11 Stück in der Tüte. Sagt sie, warum das denn? Ich sage, die Verkäuferin hat zu mir gesagt, ich tue ihnen eins mehr rein, weil sie nicht so schön sind. Guckt meine Frau mich an. Ja, ich sag, wenn du gegangen wärst, würde uns jetzt eine halbe Bäckerei gehören. Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freud und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch einen Knallkopf von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss zusammen.